kommen zum lebendigen Wort des lebendigen Gottes. Amen. Ich hoffe stark, dass du eine wunderschöne, eine gesegnete Woche hattest, weil du verstanden hast, dass dein Gott ein Gott des Lichts ist. Und weil er Gott des Lichts ist, will er uns segnen, will er uns jeden Tag mit seiner heilvollen Kraft ausstatten. Und dieses Thema gehen wir heute weiter. Ja. Und wir empfangen von unserem Vater, dem Vater des Lichts, ganze Weisheit, der uns gibt, damit wir sein Wort verstehen können, damit wir das in unserem Leben umsetzen können und damit wir es leuchten können, damit wir leuchten können als seine Lichter auf der Erde. Halleluja. Amen. Ja, Halleluja. Und wir hoffen das und deswegen sind wir uns ganz gewiss und wir haben überhaupt keinen Zweifel daran, dass es so auch für dich war. Auch diese Woche war für dich voller Licht. Denn wir haben verstanden, dass das Licht ist in dein und in mein Leben bereits gekommen. Und wir können unser Angesicht aufrichten und uns zum Licht ausstrecken. Und für das Licht entscheiden. Damit leiten wir diese Trennlinie, damit ziehen wir eine Trennlinie zwischen der Dunkelheit, Einöde, der Wüste und der Leere und dem Chaos in unserem Leben, was auch manchmal präsent ist und an uns herangetragen wird. Doch die Entscheidung müssen wir treffen. Wohin will ich? Wohin will ich gehen? Gehe ich ins Reich der Finsternis? Nein. Chaos? Nein. Ich habe mich entschieden fürs Licht, weil ich habe verstanden, wessen Kind ich bin. Ich bin das geliebte Kind des allmächtigen Gottes. Und das heißt, Gott ist Licht. So bist du sein Kind. Du bist das Licht. Und du bist gekrönt, haben wir gelesen letztes Mal, mit Herrlichkeit und Pracht. Und ausgestattet zum Herrschen an seiner Stadt. Und alles, auch die Bestien der Wildnis, möchte gerne Löwen, will ich sagen. Ja? Möchte gerne Löwen. Das ist dieser Kakos damit gemeint. Sind unter deinen Füßen. Das ist die Voraussetzung, wo du in die Welt gestellt bist. Nun heißt das Handle. Und wir gehen jetzt wieder zum Anfang der Bibel. Das ist wunderbar, wenn man das nochmal meditativ betrachtet. Wir sind im 1. Mose Kapitel 1 und wir gehen gleich zum Vers 26. Dann sagte Gott: Lasst uns Menschen machen, nach unserem Bilde, die uns ähnlich sind. Sie sollen herrschen über die Fische im Meer und über die Vögel des Himmels, über das Vieh, über alle Landtiere und über alles Gewürm, das auf den Erden kriecht. So schuf Gott den Menschen nach seinem Bilde. Er schuf ihn nach dem Bilde Gottes. Er schuf sie beide, Mann und Frau. Und Wunderbar. Gott segnete sie und sagte: Seid fruchtbar, mehret euch, erfüllt die Erde und macht sie euch untertan. Herrscht über die Fische im Meer und über die Vögel des Himmels und über alle Wesen, die auf Erden sich regen. Ja, wunderbar. Und dann Halleluja. kommt das mit den Pflanzen. Ja, Und zum wunderbar. Schluss heißt es, und so geschah es. So und Gott geschah sah es. alles, was er geschaffen hatte, und sieh, es war sehr gut. Ja. Und wir haben letztes Mal gesagt, das Werkzeug, mit dem Gott die Welt erschaffen hat und immer wieder aufs Neue dich aus der Finsternis herausholt, ist sein Wort. Ja. Wird mächtiges geschehen als Logos. Ja, es ist ein lebendiges Wort. Palabra viva heißt das auf Spanisch. So, und das heißt im Vers 26, und Gott sprach, er setzt dieses Wort frei, das gute Wort. Letztes Mal haben wir gesagt, das gute Wort im Griechischen Oi, Logos oder Eulogia heißt Segnung. Ja? Er segnet, mit wirkmächtiger Kraft stattet das aus, sein Wort, und vollbringt das. Und er sagt, lasst uns Menschen machen. Machen, haben wir auch letztes Mal betrachtet im Kontext. Machen. In unserem Bild uns ähnlich. Das heißt, in meinem Bild, wenn etwas in meinem Bild mir ähnlich ist. Das heißt, du stehst vor dem Spiegel und schaust in den Spiegel hinein.
und ein Abbild. Das ist damit gemeint, mir ähnlich. In Spanisch heißt Semejanza, ja? Oder Reflejo, wie Reflexion. Wie meine Reflexion. Gott schafft den Menschen als sein Abbild, als sein Spiegelbild. Und schaust du in den Spiegel und was siehst du dort? Dein Abbild. Und dieses Abbild, oh Wunder, schaut dir direkt in die Augen. Gott sei Dank. Dann ist es dein Abbild. Das ist die Konnektion, die Gott zu uns in sein ganzes Schaffensprojekt schon mit hineingearbeitet hat, mit hineingelegt hat. Ich kann niemals als sein Abbild fungieren, als dieser Minister, der nach seinem Willen agiert und herrscht, wie das weiter heißt, in der Liebe, in seiner Liebe. Niemals kann ich das machen, wenn ich mich von meinem Objekt, dessen Abbild ich bin, wegdrehe. Das heißt, wenn ich diese Beziehung zu ihm, diesen Bond zu ihm, diese Beziehung, fixe Beziehung, untrennbare Beziehung, die untrennbar sein sollte, will ich im Licht mich bewegen und sein. Wenn ich diese Beziehung löse, kappe, mich wegdrehe und sage, so mit dir will ich keine Beziehung mehr haben, dann ist ein Riss dazwischen. In diesem Moment degradiere ich vom Abbild als Minister, den obersten Minister mit der Allmacht, ausgestattet mit der Vollmacht, seiner Vollmacht, mit dem Stempel in der Hand vom allmächtigen König der Könige. Er hat dich so ausgestattet, damit du statt ihm an seiner Stadt, so wie das heißt, sein Wort verkündigst, sein Wort sprichst und damit deine Realität und die Realität deiner Kinder, die Zukunft deiner Kinder erschaffst, damit du nicht ausgeliefert bist den Zufällen in deinem Leben. Nicht wie die Welle im Meer hin und her getrieben, von wo der Wind kommt, da gehen wir hin. Nein, 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 er hat das in deiner Hand gelegt. Du bist vollmächtig. Solange diese Beziehung da ist. Aber in dem Moment, wo ich wissentlich oder unwissentlich, auch manchmal gar nicht bewusst, meinen Weg Richtung aus diesem Dämmerungszustand, unbewusst, was wir letztes Mal betrachtet haben, aus dem Dämmerungszustand, wo mir das gar nicht bewusst wird und ich entscheide mich nach meinen Gelüsten vielleicht. Ja. So. Und ich nehme diesen Weg. Okay, das heißt, ich separiere mich von Gott. Die Trennlinie ist da. In diesem Moment degradiere ich aus der Vollmachtposition, aus der Position des obersten Ministers, mit seiner Vollmacht in der Hand, in deinem Mund, degradiere ich zum Schattenbild. Zum Schattenbild. Nichtig und hinfällig heißt das. Und dieses Schattenbild wird im Hebräischen als Staub verstanden. Ich war alles, ich war sein geliebtes Kind, mit allen Privilegien, alle ganze Vollmacht ausgestattet, voll im Licht, wo nicht mal ein Hauch der Finsternis da ist. Und das war mir bewusst. Diesen Zustand kennen wir auch, wo alles einfach flutscht, will ich sagen, und wo es einfach alles passend ist, wo wir uns in Liebe sozusagen befinden. Und dann im nächsten Moment alles zerstört. Staub. Staub heißt Schutt. Schutt von Trümmerstätten. Das ist meine Entscheidung. Ja, wir wurden ja aus Staub gemacht. Das Und heißt, wir wurden auch aus Staub gemacht, ja. Aber dazu kommen wir, dann lesen wir dann nachher nochmal, ja. Also das heißt, er schafft dich als sein Abbild. Ja, mit der fixen Beziehung. Er will nur Beziehung zu dir haben, lebendige Beziehung, dass man sich austauschen kann, damit du seinen Willen überhaupt erkennst. Denn er hat den Menschen erst geschaffen und sofort stattet ihn aus mit seiner Vollmacht und sagt, sie sollen herrschen über allem. Über allem sollen sie herrschen. Er hat die gerade geschaffen.
Und sobald er sie geschaffen hat, in Vers 28, segnet er seine Kreation, den Menschen. Das waren die ersten Worte, was der Mensch überhaupt zu hören bekam. Seine Ohren haben begonnen gerade zu funktionieren, hat gerade begonnen zu hören, wie die Vögel zwitschern. Und als erstes hört er das vollmächtige Wort seines Vaters. Das Wort, was ihn mit der Vollmacht, mit der heilvollen Kraft ausstattet. Weißt du, was Halleluja. mir jetzt dazu kommt, das ist einfach so eine Linie irgendwo. Gott ist Geist. Ja. Gott ist Geist. Und er beginnt, die materielle Welt zu schaffen. Ja. Ja? Er schafft das Licht, die Dunkelheit, er schafft alle Pflanzen, alle Tiere. Er beginnt, materielle Welt zu schaffen. Und da Ja. ist sie vor seinen Augen. Also da sind jetzt die Fische, die er sehen kann, da Ja. sind jetzt die Tiere des Feldes. Oder er sieht das alles. Und er selber als Geist, er will seinen Geist jemandem geben, der über das Ganze verwalten kann. Ja. Er braucht jemanden auf der Erde hier, um über das alles in Liebe zu herrschen. Ja. Er braucht dazu jemanden, Seinen Vertreter, oder? seinen Vertreter, der genauso materiell ist, im Ja. Fleisch ist, wie die ganzen Tiere des Feldes, Der wie die ganzen Kreation, Vögel, ja. wie seine Kreation, die er geschaffen hat. Er braucht jemanden, der genauso im Fleisch ist, wie die ganze Welt, die er jetzt geschaffen hat. Und er schafft den Menschen, also jetzt, wenn wir dann im 1. Mose 2 lesen, da heißt es, aus dem Staub geschaffen. Und der Mensch hat erst, der Mensch ist zuerst mal materiell geschaffen. Ja. Die Materie ist schon da. Aber was ihm fehlt? Ihm fehlt der Geist. Der Geist, aber welchen Geist? Gott kann nur seinen Geist geben. Ja. Er kann nur seinen Geist geben, weil er will, dass dieser Mensch, den er geschaffen hat, jetzt mit seinem Geist quasi verbunden, durch seinen Geist jetzt Erfüllt, in erfüllt. Liebe herrschen kann, Ja. über das alles, was er geschaffen Wunderbar, ja. hat. Das heißt, er kann nicht einfach sagen, so du Elefant, bist jetzt an meiner Stelle, du bist jetzt der Das ist Löwe, nicht sein bist jetzt der Abbild, König. oder? Nein, das ist nicht sein Abbild, weil ihm fehlt der Geist. Ein Tier hat die Seele, hat den Körper, aber den Geist Gottes können nur Menschen haben. Und Das können wir deswegen lesen. hat er diesen Menschen geschaffen, den ersten Menschen, und hat ihm, dem Atem des Lebens, heißt es hier, der Mensch zu einem Wesen mit Leben wurde, dadurch, dass Gott Ja. ihn eingehaucht hat. Ja, Eingehaucht. ja. Das heißt, Gott hat ihm einfach seinen Geist gegeben. Ja. Das ist alles. Das, Ja. das ist so einfach, dass man sagt, so und jetzt bin ich zu seinem Ebenbild geworden, Ja. weil ich jetzt seinen Geist in mir habe. Das Dadurch heißt- bin ich das Ebenbild Gottes. Du hast die Vollmacht bekommen, sein lebendiges, kreierendes Wort, schaffendes Wort, das Wort seiner Kraft zu sprechen. Ja. Und weißt du, warum ich das jetzt gedacht habe? Habe ich gedacht, wunderbar, das wie, ist gefällt mir gut. wie ist das eigentlich, wenn wir jetzt zum Beispiel, unsere Kinder sind auch nach unserem Ebenbild geschaffen, kann Ja. man sagen, Ja, oder? klar. Gott schafft sie nach unserem irgendwie, nach unserem Bild. 50-50. Weil manchmal können wir uns in unseren Kindern selbst erkennen, Ja. heißt es, ja. Spiegel. Ja? Auch äußerlich und Ja. innerlich. Das heißt, sie sind nach unserem Spiegelbild geschaffen. Aber können wir denn, du hast gesagt, erst geschaffen und schon gleich sagt er ihm, Du bist gesegnet, du kannst herrschen. Handle. Warum das passiert ist? Weil sein Geist ist sofort in diesen Menschen Geist reingegangen. Ja. Und das heißt, herrsche im Geist. Ja. Herrsche im Geist, das heißt, in diesem Moment ist der Mensch mündig geworden. Ja. In diesem Moment ist er fähig geworden, über das ganze Geschaffene, von Gott Ja. Geschaffene in Ja. Liebe zu herrschen. In welchem Moment? In dem Moment, in dem Gottes Geist in ihn reingekommen Genau, ist. genau. Wie das steht geschrieben im 1. Mose Kapitel 2, Vers 7. Ja? Da bildete Gott der Herr den Menschen aus Staub, was wir gelesen haben, aus seinen Trümmerstätten, Aus Staub der Erde. aus Staub von dem Erdboden und hauchte
in seiner Nase Atem des Lebens, Odem, sein Odem. So wurde der Mensch eine lebendige Seele. Ja, wunderbar. So Das ist wurde wunderbar. der Mensch zu einem Wesen mit Leben. Ja. Das Leben. heißt, ich kann einfach ein Mensch sein. Und ich kann ein lebendiges Wesen oder ein Wesen mit Leben sein. Ja. Und das ist der Unterschied. Bin ich im Geist, bin ich im Geist Gottes, bin ich mit seinem Geist verbunden, dann bin ich ein Wesen mit Leben. Das heißt, mein ganzes Wesen ist Leben. Ja. Ich kann das Leben praktisch, ich lebe selber das Leben und ich kann das Leben weitergeben. Ja. Halleluja. Oder bin ich einfach ein Mensch? Halleluja. Ein Mensch sozusagen, das ist nur meine Materie. Und genauso haben die Hebräer das auch verstanden, weil hebräische Sprache ist in Kontexten, nicht gegliedert, sondern überlappend, geht ein Kontext in das andere hinüber. Und diesen Odem Gottes, sein Odem, sein Lebensatem, was er reingehaucht hat, dieser Odem, Atem, heißt gleichzeitig Lebenskraft, Mut und Ermutigung, ein Lebensimpuls, ja? Güte, Courage hat er ihm reingegeben. Als Leben, hast du gesagt, ich kann lebendig sein oder Gegenteil von lebendig ist tot. Und dieses lebendig heißt immer wie lebendiges Wort, Lebendiger das ist Geist. auch dahin. Leben heißt lebendiger Geist. Es gibt, wir sagen lebendiges Wort. Warum sagen wir lebendiges Wort? Gibt es ein totes Wort? Oh ja. Es gibt auch Worte Dunkelheit, totes Wort, das dich und mich tot machen kann. Und lebendiges Wort heißt auf Hebräisch Hai. Hai machendes Wort, haben wir auch betrachtet. Das Wort, ich will das kurz im Kontext vorlesen, weil das so belebend ist. Dynamisch, heißblutig, vital, aktiv und agil, frisch und fröhlich. Gesund und Das munter. heißt lebendig. Ja. Das heißt, in diesem Moment wurde aus diesem Wesen, was er geschaffen hat, ein frischer und fröhlicher Gestalt. Nicht nur Gestalt, sondern Wesen. Dann heißt das weiter, real, richtig da, hier, explosiv, packend, mitreißend, nicht halbtot, dahinschwebend, in Dämmerzustand, was wir letztes Mal gesagt haben. Geistreich, kreativ, fantasiereich, originell, das heißt lebendig. Hi, geistreich, die kommen Gedanken und Ideen, du beginnst Entdeckungen zu machen. So wie bei dir jetzt, kann das einfach. Ja? Ja. Hi, das macht mich dann high. Gell? Genial heißt das. Weiterhin heißt das blühend, fit, frisch, gesund, knackig und kraftvoll. Halleluja. Ja? Und Gegenteil dazu heißt tot oder sterbend. In weiterem Kontext steht, ihr kennt die ganze Story, heißt, wenn er von dieser Frucht isst, das war auch die Entscheidung des Menschen, isst er oder isst er nicht, so werdet ihr des Todes, so werdet ihr sterben, heißt es. Und im Originaltext, so werdet ihr sterben, ein Prozess des fortwährenden Sterbens wird eingeleitet. Ja? Und das heißt, im Gegenteil zum Hai, sterben heißt eingeschlafen, einschlummern, Dämmerzustand, denke ich gerade. Ja? Einfrieren, verlassen. Ich habe meine Beziehung gelöst, habe eine Beziehung zum lebendigen Gott, zum Gott des Lichts verlassen. Wenn ich das Licht verlassen habe, wo bin ich denn dann? In der Dunkelheit. Aber Gott wollte nicht, dass wir in der Dunkelheit sind. Genau. Und deswegen Halleluja. steht das gleich in diesem zweiten Kapitel Mose, ab Vers 8 steht, darauf legte Gott, der Herr, im Eden fern im Osten einen Garten an und setzte den Menschen, den er gebildet hatte, hier hinein. Genau. Also, das ist, wenn das kein Segen ist, dass man sagt, das erste, das ist das praktisch, erste Kapitel ist erster Bericht und zweiter Kapitel, das ist mehr explizierter beschrieben, wie dieser Schaffungsprozess von sich herging. Und hier steht das mit dem Garten Eden, dass man sagt, Gott hat dem Menschen einen wunderschönen Platz geschaffen, einen Garten, und dann Raum steht es genau beschrieben, was da alles im Garten war. Ihr könnt das zu Hause lesen, was da für wunderbare Sachen waren.
Und da heißt es im Vers 15, als Gott der Herr den Menschen so genommen und in den Garten Eden gesetzt hatte, Wunderbar, dass er ihn eingesetzt. bebaue und bewahre, gebot er ihm. Und dann kommt dieses Gebot, dass man sagt, so, jetzt gibt mir Gott kein Verbot. Nein, Nein. das ist, kam nicht ein Verbot, dass man sagt, so, jetzt pass auf, du darfst alles, nur das nicht. Nein, Er zeigt Er gab- quasi zwei er Möglichkeiten. gab ihm ein Ja. Gebot. Ja. Von allen Bäumen des Gartens darfst du essen, nur von dem Baum der Erkenntnis von Gut und Böse darfst du nicht essen. Ja. Denn sobald du davon isst, musst du des Todes sterben. Ja, sterben, sterben. Ja. Was mir gefällt hier im Vers 15 nochmal kurz. Und Gott gab und Gott, der Herr, nahm den Menschen und setzte ihn. Könnt ihr euch erinnern, wir haben einen früheren Podcast mal betrachtet. Er hat dich bereits herausgerissen aus dem Reich der Finsternis und versetzt in das Reich der Liebe seines Sohnes. Das ist die Parallelstelle dazu, was gemeint ist. Er hat dich da reingesetzt, du bist schon dort drin. Nun erkenne das und sehe, knüpfe zu ihm die Beziehung. Und das, wozu sitze ich dann da drin? In diesem Garten Eden, ja, in seinem Frieden, um zu bebauen, um zu gestalten, heißt das. Er hat dich geistreich gemacht, er hat dich lebendig gemacht, das Mit heißt seinem geistreich, Geist, mit innovativ, Mit seinem Geist dich gefüllt. damit du Ideen hast. Ja. Ja? So, um zu gestalten. Und im Weiteren, ein paar weitere Verse steht es, und da brachte er alle Tiere, führte er dem Menschen vor, damit der Mensch, dieser Adam, Den ja, Namen. diesen Tieren den Namen gibt. Und so wie der Adam sie benannte, so wurden die. Ist doch wunderbar. Ja. Vollmacht hat er ihm gegeben. Durch den Geist. Geistreich hat er ihn gestalten. Warum hat Adam den Elch als Elch genannt? Ja? Wissen wir nicht. Okay, aber so ist es. Nun gut. Bebauen, zu gestalten und zu bewahren. Bewahren. Und diese Parallelstelle zum Bewahren, das ist auf das Wort bezogen. Garten bewahren hier im Materiellen. Doch wodurch bewahren wir? Wodurch schaffen wir das? Wir haben gesagt, wir sind seine Abbilder, Abbilder des allmächtigen Gottes. Gott schafft durch sein Wort, kreierendes Wort, Logos. Wenn wir das bewahren wollen, wenn wir nach seinem Bild vorgehen wollen, wozu er uns unmissverständlich auffordert, Ja, durch seinen Geist. ja, hinpusht sozusagen, so handle doch endlich. Ihr habt ja alles vorgelegt. Ganzes Know-how habe ich in dich schon hineingegeben. Das Wort zu bewahren. Halleluja. Ja. Das Wort Sollen wir noch diesen der Vers Liebe, lesen? Der Freude, des Friedens, Ganz kurz des nochmal Lichts. in Das Sprüche, Licht. gehen wir nochmal zu Sprüche 3. Hinter den Psalmen kommen gleich die Sprüche mitten in der Bibel. Sprüche 3 und gleich den ersten Vers, das ist was Wunderbares, erster, zweiter Vers. Da sagt er David zu seinem Sohn Salomo, wie er sein Königreich beherrschen kann, wie er als weiser König agieren kann. Zu dir, an dich ist das gerichtet. Mein Sohn, vergiss darum diese Belehrung nicht. Dein Herz bewahre meine Weisungen. Mein Wort heißt es, ja? Meine Gebote Denn steht bei sie mir. werden dir langes Leben, gute Jahre und viel Glück bringen. Aha, bei mir steht Länge der Tage und Jahre des Lebens und Frieden, Glück steht bei dir, ja? Ja. Und Frieden oder Prosperität werden sie dir bringen. Was wird mir die Prosperität bringen? Das will ich schon wissen. Also was denn? Er sagt, bewahre mein Wort, Logos, das wirkmächtige Geschehen. Wo denn? In deinem Herzen. Meine Gebote, meine Weisungen. Meine Gebote, Weisungen, Gesetze, was er gebot von Anfang an, verliere nicht die Beziehung zu mir. Dann wirst du in Dann meinem wird- Frieden Dann bleiben. wird dein Geist immer lebendig Genau. bleiben und er wird schaffen können. Genau. Das liegt in deinem Leben, im Ja. Leben, in deinem und Halleluja. der deinen. Halleluja. Und Und- so segne ich dich, so Ja. segne ich dich im Namen Jesu. Und so sollst du auch vorgehen, so wie er. Du bist dran, du bist mündig, du bist vollmächtig. Segne du. Gott hat das schon vollbracht, Jesus hat das schon vollbracht. Jetzt bist du dran. Jetzt spreche du an seiner Stadt und ich spreche an seiner Stadt. Ich segne dich in seinem Namen, Zum dass Licht. du dieses Licht erkennst,
dass du dich danach ausstreckst, die Beziehung knüpfst zum Leben erwachst, lebendig, belebt, kraftvoll, knackig, geistreich, alles was dazu und gesund, ja, zu diesem durchbrichst. Du und deine Kinder. Halleluja. Amen. Amen.